Das Abenteuer geht weiter, Freunde. Nach dem ersten epischen Part vom letzten Mal geht's jetzt so spannend weiter, hoffe ich doch mal, wa? So, Michael Spielstand, alles klar. Datei 1 ein Haus. Wir haben das Schwert, wir haben ein paar Klamotten, natürlich auch nicht schlecht. Und 500, was 500 Quatsch? 50 Rubin natürlich, Mensch. Lern mal lesen, geht doch so. Start und wir haben ja ein kleines Problem, wa? Wir sind noch unterwegs, wir müssen schnell zu Schloss Hyrule und die Prinzessin warten. Irgendwie so war das, oder? So ein seltsamer Yuga-Typ, der das Gefühl hatte, müssen irgendwie alle Menschen irgendwie in Wandgemälde verwandeln. So. Komm mal so rein, okay. Hey, hier, was macht ihr hier? Bist auch zum Speertraining hier? Ach, du willst lernen, ein Schwert zu führen? Die Grundlagen sind in beiden Fällen gleich. Drücke B, um das Schwert zu schwingen. Ja, weiß mittlerweile bereits. Davor geht's nicht. Wenn du nicht mal das schaust, brauchst du dich nicht um Feinde gar nicht erst ranzuwagen. Ja, Mann. Weißt du doch, boom, 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 siehst du, boom, boom, boom. Ups. Oh, kommst du in die Quere? Mann, Entschuldigung, wenn ich da anders, der macht jetzt Luftübungen oder was? An schlecht? Tut mir weh? Nö. Jetzt macht er nichts mehr. Nein! Ja, dreht das Auge, schön. Ach, Freunde, letzte Part, was war da bloß los? Dieser seltsame Typ Yuga und dann, was man sagen muss. Dummerweise sind da ein Fehler passiert und der erste Part war von der Qualität her ein bisschen mieser, als er eigentlich wollte. Hey du, da gewöhnlicher Bürger dürfen nicht rein. Ich bin kein gewöhnlicher Bürger, ich bin, was? Hauptmann und Ceres von Gemälde verwandelt? Genau. Und jetzt bist du gekommen, um davon zu berichten? Yep. Boah, du willst die Prinzessin sehen, oder? Eine schöne Geschichte, das musst du dir lassen, aber stell dir beim nächsten Mal ein bisschen mehr an. Was bist du für ein Arsch? Was ist denn da los? So ein Lärm. Ich werde Impa. Impa? Die Impa? Die wird auch immer älter, wa? Ich werde Impa. Das Junge macht ja Lärm, weil er mit Prinzessin Zelda sprechen will. Mit der Prinzessin? Und was hat er ihr zu besprechen? Ja, es war so und ein seltsamer Typ namens Yuga und... Was? Schwester Ceres wurde in ein Gemälde verwandelt? Ein Typ, der aussieht wie eine Frau? Das soll etwas mit den Soldatenbildern zu tun hat, die an die Wand des Bildes geschmiert wurden? Nun gut, dann folge mir. Du musst der Prinzessin sofort berichten, was du in der Kirche gesehen hast. Ihr wolltet das wirklich anhören, ehrenwerte Impa? Tja, hör's es mal. Seltsamer Typi. Na schön, du kannst rein. Haha. Du Arsch, du darfst nicht rein, ich schon. So. Mann, oh Mann, oh Mann. Warte hier bitte. Okay. Schön aus, wa? Schon ein Teppich, kann man schön draufkotzen? Nee, natürlich nicht. Das ist 5, 2, 1. Das ist eine Reihenfolge. Im letzten Part, ach genau, da war ja sowas, dass irgendwie die Qualität, manchmal der Sound war ein bisschen verkratzt, habe ich mittlerweile hoffentlich behoben. Und das Bild war auch ein bisschen, das obere vor allem, also sprich der größere Bildschirm war ein bisschen pixelig, glaube ich, war. Pressen werde ich jetzt empfangen. Hier entlang. Ich hoffe es jetzt nicht mehr so. Ich würde gerne mal die Wandgemälde hier angucken, ich darf. Ach, ich darf noch, gut. So, was ist jetzt hier los? Ansehen. Kapitel 1, das goldene Triforce. Oh, ein bisschen Geschichte, cool. Der von den Göttern empfangene Grundstein Hyrules. Es heißt, dass das Triforce die Wünsche desjenigen erfüllt, der es berührt. Von Gier getriebene Menschen strebten nach dem Triforce und stürzten dieses Land in einen Krieg. Ja, kennen wir aus Skyward Sword oder Ocarina of Time, nicht wahr? Kapitel 2, die Versiegelung des Triforce, muss glaube ich bei A Link to the Past passiert sein. Die königliche Familie rief 7 Weise zusammen, um die ewige Heimsuchung durch Kriege zu beenden. Sie verbargen das Triforce im Heiligen Reich. So, nehmen wir mal an, dass das hier Nummer 3 sein dürfte. Kapitel 3, Gönnen. Nicht mehr Ganondorf? Nö, hier besser Gönnen. Einst ein schändlicher Dieb. Er stahl das Triforce an einem Ort, an dem es verborgen war. Durch seine Macht wurde er zum König der Finsternis, der Hyrule in Angst und Schrecken versetzte. Oh Mann. Schöne Scheiße, wa? So, und die 4. Da sind wir hier ganz links. Kapitel 4, das Erwachen des Helden. Die Legende besagt, dass der Held durch die Prinzessin zu einem Erwachen geleitet wurde. Der Held ergriff das Masterschwert und bannte mit den 7 Weisen den dämonischen Gennen. Das war doch bei Ocarina of Time. War es bei Link to the Past auch die 7 Weisen?
Also, wie gesagt, ich habe Link to the Past nie ganz gezockt, aber dachte da... Damals bei Link to the Past muss ich noch die 7 Weiß befreien. Hä? Seltsam. Kapitel 5. Das geteilte Triforce. Nachdem der Held Ganon bezwungen hatte, wurde das Triforce in 3 Fragmente geteilt. Eines wurde zusammen mit dem König der Finsternis verbannt. Das ist garantiert der Queen of Time. Eines verblieben der königlichen Familie von Hyrule. Und das letzte soll im Herzen des Helden verborgen sein, so heißt es. Irgendwo in Hyrule schlummert noch heute das mächtige Triforce. Hä? Was ist auch ein Link to the Past? Weil das Triforce, sprich das Triforce des Mutes vom Helden damals, noch Queen of Time. Das ist ja nach Splitter zerteilt. Sieht man ja bei der Wind Waker gerade, was ich auch noch Let's Playe. Crazy. So, wer bist du? Beamter. Nur wer die Legende kennt, darf sich einen wahren Bürger Hyrules nennen. Ja, schon klar. Betrate diese Symbole und lerne. Die Symbole auf dem Boden zeigen dir die Reihenfolge der Gemälde an. Ja, aber bereits selber kapiert. Was Impa ist, ja, das ist eigentlich auch logisch. Sagen wir, heißen eigentlich alle Ski-Queen wie Impa, oder? Ich meine, Skyward Sword gab es einen, und Queen of Time, Oracle of Ages gab es auch einen, oder war es Seasons? Weiß gar nicht mehr. Gibt so viele Impas. Die anwerte Impa wartet dich. Sie ist recht streng, beeil dich lieber. Ja, genau wie die aus Skyward Sword und Queen of Time. So, was weißt du zu berichten? Was ist ein Zelda wartet dich? Ist der auch streng, oder was? Oh Mensch, oh Mensch. So, rein da. Und ich hoffe doch, die Qualität stimmt jetzt endlich mal. Wow. Was für eine Schönheit. Willkommen in Schloss Hyrule. Du bist doch... Verzeih mir, doch könntest du mir deinen Namen nennen? Logisch, Mann, ich heiße Michael. Na, wie geht's denn so, Alte? Michael, das ist alles dein Name. In jüngster Zeit sehe ich in meinen Träumen einen Jungen wie dich gegen eine böse Macht kämpfen. Ach, du hast diesen Traum, Michael? Mhm. Wie ungewöhnlich. Nö, gar nicht. Dass du heute hier gekommen bist, kann sehr wohl Schicksal gewesen sein. Oder aber die Spiele machen das so einprogrammiert. War ja schon öfters so. Bitte, erzähle mir von den Dingen, die sich in der Kirche zugetragen haben. Ja, so ein Typ namens Yuga und dann Ceres wurde gefangen genommen und... Alter, Link kann aber schnell sprechen, ey. Schwester Ceres wurde in ein Gemälde verwandelt. Und der Hauptmann auch. Den habe ich zwar nicht gesehen, aber ich führte schon, ja. Was ist das? Ich spüre das Nahe an einer finsteren Macht. Ja, jetzt erst, ist klar. Impa. Uns stehen schlimme Zeiten bevor. Prinzessin. Vielleicht soll dir den Werten Sarasla um Hilfe suchen. Was? Was? Kannst du gar nicht aussprechen. Sahasrara. Sahasrasla? Hä? Sahasrara. Mann. War schon ein Zungenbrecher. Ja, und dann gab es auch einen Link to the Past. Sahasrara. So einen dämlichen Namen gibt es nur einmal, ey. Sahasrasla. Er ist unser würdigster Ältester und bekannt dafür, Großwissen zu besitzen. Du hast recht. Michael. Kennst du den ehrwürdigen Sahasrara in Kakariko? Nö, ich kenn Salazar. Das ist zwar Slytherin und so, aber ist ein anderes Thema. Entschuldigung, bin abgewichen. Er weiß bestimmt meinen Rat. Impa, so ist nun die Zeit gekommen. Dieser Talisman wurde mir von meinem Vorfahren vererbt. Ich bin mir sicher, dass derjenige, dem er bestimmt ist, nun vor mir steht. Bitte nimm ihn an dich, Michael. Prinzessin, seid euch sicher? Dieser Talisman wurde über viele Generationen von der königlichen Familie gehütet. Ich bin sicher. Diesen Talisman trug ich immer bei mir. All die Jahre wartete ich auf jenen, dem ich ihn überreichen sollte. Schon bald wird er für dich nützlich sein. Gib bis dahin gut Acht auf ihn. Ich gebe sogar alle 9. Hehe. Was? Ich habe eigentlich 10 Finger, egal. Da ist ja Dienstzeichen drauf. Dienstquatsch. Moment, ich verwechsel immer. Verrohreszeichen ist es. Das des Mutes. Kennen wir auch aus diversen Zelda-Spielen. Können natürlich alle aufzählen, aber keinen Bock drauf. Ich weiß aber, es gab doch auch... Gut, hier sind Talisman, aber bei Link to the Past gab es auch Amulette, oder? Waren es Amulette? Ich glaube schon. Die Wärme von Zeldas Haut ist noch zu spüren. Oh. Bitte berichte, Sarasrala. Da stimmt ja, in allen Einzelheiten, was du beobachtet hast. Wenn ich ihn jemals finden soll, mein bei so einem Namen, hey. Nun gut.
Sahasrara. Sahasrara. Wie kommen so Namen, hey? Oder stelle ich mich gerade nur so dämlich an? Sahasrara. Egal, so. Wir haben ein Schwert, wir haben ein Item auf Y. Hallo, wie ist das Item hin? Was ist jetzt los? Item, wofür? Was ist das so? Es lebe Touchpad. Wieso speichert man das Item nicht? Das verstehe ich nicht. Komm ich hier hoch? Ansehen? Da hat jemand ein Bild von einem Soldaten mit einem Speer gemalt. Sieht echt stark aus. Einfach der hat ihn da reingeklatscht. Dumme Truhe, da ist garantiert ein Herzteil drin. Wie komme ich dorthin? Die Musik, hey. Wie ich die Musik liebe. Okay, Sahasrara. Bereits dort? Alter, ist hier alles auf einem Haufen, hey. Die Attacke geht ja auch schon, yeah. Kann ich schwer beamen? Linke. Der klingt wie ein Erwachsener. Sonst noch ein paar Rubine und so. Weiß ich nicht, was ich brauche. Nö, gut. Wer bist du? Das ist ja die Frau, genau. Hast du Gri irgendwo gesehen? Ich dachte, das spielt vielleicht in der Nähe. Es gibt Leute, die wollen hier merkwürdige Wesen gesehen haben. Okay, Gri ist gar nicht gut. Gri, wo bist du? Und hier sind wir in Kakariko bereits. Alter, ist echt alles auf einem Haufen. Nein, Schleime schon wieder. Ich hasse die Dinger. Die haben wir schon immer gehasst. Was machen die denn hier? Ein paar Hühner. Kann ich die mitnehmen? Bekommt man Hühnerjagdhake? Früher war das hier ein Streichelzoo, aber heutzutage verlangen die Leute mehr Action. Deshalb kannst du jetzt hier im ewigen Kampf antreten. Mensch gegen Huhn. Süße Hühner, knalllos Action? Das gibt Chicken Nuggets. Klingt doof allerdings, aber na gut. Na, wenn sich die Hühner freuen, hörst du? Das ist schon ganz aufregend. Das Spiel ist ganz einfach. Du musst im eingezäunten Bereich 30 Sekunden lang Hühnern ausweichen. Okay, im ersten Mal wollen wir dich nicht gleich überfordern. Wir starten mit dem Schwierigkeitsgrad I. Von mir aus. Mal ein bisschen testen. Schwierigkeitsgrad I. Bist du körperlich und mental bereit, sag ich mal? Ringfrei. Kein Problem, kann er gar nicht rollen. Wow. Chicken One, wenn Hennen rennen, Hilfe. Wow, Hilfe, werden Hühner gejagt. Das gibt's nicht, da fehlt mir ein bisschen. Wow. Ja, misshandelt, Hilfe. Alter, hab's gleich. Komm schon. Wow, nein. Der hat mich Huhn aber gar nicht mehr gesehen. Voll reingerasselt. Wie schade, das war nix. Ja, so ein Ärger. Kostet auch mal 20? Nein! Verdammt, das wollte ich doch nicht. Mensch. Dann sag mal, wär's billiger. Und gratis. Okay, einmal noch. Nachher mach ich's nicht mehr, weil, ja, so viel Geld haben wir doch noch nicht. Dämliche Hühner. Bleib ein bisschen in der Mitte, weil da habe ich am meisten Bewegungsfreiheit. Wow. Ach, ja, in der Höhe. Nein! Mann! Mir schade, das war nix. 18? Ja, 18 noch. Nö, ich hab genug. Tschüss. Sind zu doof. Nee, danke. Alter. Für die Hühner jeden Spaß. Der Chicken Nuggets, Mann. Ich hab Hunger. Geh nach dem Mac. Nach den Macs und hol mir ein paar Chicken Nuggets. Ich hab keine Kohle dafür. Das ist doof. Tschüssikowski. Yeah. So. Warte, ein bisschen Kohle. Tschüss. Alter. Mach die aus. Also gut, zurück zum Ernst des Thema und Ernst des Tages, nicht wahr? Sahasrara, wo mag denn der sein? Mal gucken, wer ist da hier drin? Hallo, bist du? Was willst du, Kleiner? Lass mich doch in Ruhe meine Sorgen Milch ertränken. Ja, Vollmilch. Ist klar. Und meine Lupe wäre absolut hilflos. Lupe? Hallo, wer bist du denn? Sieht aus wie Talon. In der ausgekühlten Frischmilch, Milch, frisch von der London Farm. Eine Portion kostet 20 Rubine, in Ordnung? Gibt's Mietflasche? Ah, Mann! Muss es doch, Mann, ich muss jetzt. Was? Flasche kaufen, Moment mal. Wie war das schon wieder? Flasche kaufen? Nichts verkaufen, im Dorf müsstest du eigentlich eine Flasche kaufen können. Yeah, eine Flasche kaufen, yeah. Ist immer ein sehr seltenes Utensil bei Zelda-Spielen.
Das mit etwas Beschallung, wenn du deine Milch genießt. Beschallung? Nö, danke. Nicht schade. Sag mal schon, wenn du dir anders überlegt hast. Kannst aber lange warten. Die Milch hier ist wirklich unschlagbar. Noch besser schmeckt sie, wenn man während des Trinkens dem Zweimonat-Orchester dort lauscht. Was willst du? Ich will Zeit totschlagen, ich bin nicht im Dienst, also lass mal deine Sorge sein, ist klar, Mann? Ja. Irgendwann gibt es eine Flasche. Okay, aber geht trotzdem erstmal zu Sarahs Roller. Damit ich was im Part noch geschafft habe, meine Güte. Das ist aber echt die typische Kakariko-Mucke, wa? Hier müsste also sein. Gut, mal rein. Gehen. Armes Huhn. Abgeschlossen. Das war ja klar. Aber hier ist offen. Jetzt das Master-Schwert. Prinzessin Zelda. Oh je, ich muss wohl eingedöst sein. Na, Alter? Alles frisch an der Backe? Wie was? Oh, Michael. Wer kennt er mich? Was ist? Du machst aber ein ernstes Gesicht. Wo geht's meinen Namen, Alter? Die Schwester wurden an Gemälde verwandelt und entführt. Achso, das ja auch. Oh nein, ich habe eine schreckliche Ahnung. Du kennst doch sicher diese Legende, die erzählt, was vor langer Zeit in Hyrule geschah. Legende? Nö. Ich bin mir sicher, du hast schon einmal davon gehört. Jeder Bürger von Hyrule kennt die Legende. Vor langer Zeit stürzte Ganon, der König der Finsternis, unser Reich ins Verderben. Ja, immer wieder. Da wie aus nichts erschien der legendäre Held und versiegelte Ganon mit Hilfe der 7 Weisen. Aber jetzt ist nicht die Zeit, in aller Seelenruhe über diese alte Geschichte zu plaudern. Der musste A Link to the Past meinen, weil Queen of Time ja noch länger her. Es waren zwar auch 7 Weise, aber irgendwie... Hä? Verstehe gar nicht. Was... Das war ganz ehrlich, Freunde, was bei Link to the Past auch 7 Weise? Also weiß man musste 7 Weise befreien dort, aber... Wohin so? Nee, im Schluss konnte man Ganon ja töten dort. Das war ein bisschen anders. Verstehe ich nicht. Schwester Sirius ist ein Nachfahren der 7 Weisen, die damals Ganon den König der Finsternis bannten. Dieser Mann, der sich Hyuga nennt, erscheint es auf die Weisen abgesehen zu haben. Kann es wirklich sein, er hat vor, Ganon auferstehen zu lassen? Ja, ist vielleicht sein Bruder, war? Hatte bereits einen Kommentar zum ersten Part geschrieben. Ein verdächtiger Mann wurde im Ostpalast gesichtet. Ich habe meinen Schüler Osfala dorthin gesandt. Osfala ist auch Nachfahr der 7 Weisen. Wenn der Mann Hyuga war, schwebt Osfala in größter Gefahr. Ich will niemals rechtzeitig dort sein. Kannst du mir helfen, Michael? Ja, kannst versuchen. Bringst du Osfala meine Nachricht? Natürlich. Ich habe es auf deiner Karte markiert, wo der Ostpalast ist. Vergiss nicht, dass du die Karte mit Plus vergrößern und mit Minus verkleinern kannst. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, dankeschön. Verdammt. Hyuga will also Ganon befreien, vermutlich. Vielleicht, wer auch immer. Wer bist du denn? Hallo. Wo treibt sich Osfala eigentlich rum? Wie ich ihn kenne, will er sich mal wieder bei der schönen Prinzessin einschmeicheln. Nein, war das noch? Mich raus? Ja, gut, dankeschön. Die Flasche doch gerne. Ich würde gerne zum Ostpalast gehen und Osfala suchen und ach, es ist immer das Gleiche. Immer viel zu wenig Zeit an einem Part. Gut, Flasche, wenn ich schon mal hier bin, so viele Häuser gibt es gar nicht. Wo könnte eine Flasche sein? Dort ist sie doch! Ich hab's im Gespür! Mein Zelda-Gespür sagt mir das. Komm schon, ich muss... Alter, wie komme ich denn da hin? Verdammt. Das geht... Moment, ich habe da gerade Spinnenfäden gesehen. Ist zwar ja unwahrscheinlich, aber man soll nicht den Tag von dem Abend verfluchen. Loben? Ne, geht nicht. Schade. Da hat irgendwie wegbrennen und würde ein Mechanismus aktiviert werden, aber nee. War das wohl echt die Flasche, wo Krieger sind und ich habe gute Waren auf Lager, siehst du dir an? Ja, die Flasche. So, nehme ich. So praktisches Teil, ich habe selbst ein Zuhause. Bitte nicht zu teuer. Boah, Alter. Finger weg, wenn du nichts anrühren willst. 100, Alter. Will der mich verarschen oder was? Oh, eine Truhe, geil. 20 Rubine, yeah. Ein Herzteil, verdammt, wie komme ich da hin? Ja, da war auch sicher die Fähigkeit hier, wa? Das ist jetzt schon kommen. Die Fähigkeit, die ich erst noch bekomme. In diesem Spiel. Komm ich da rein? Nö, geht auch nicht. Verdammt.
Der Tommy. Wer bist du denn? Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Begegnungen. Streetpass-Onkel. Darf ich vielleicht an einem Erfahrungsschatz teilhaben lassen? Ich kann jetzt sagen, wie man Streetpass verwendet. Ja, Mann. Gerne. Ich dachte, wir werden mein Bestes tun, damit es nicht allzu lange dauert. Okay, kämpfen. Wir werden zu Schattenlinks und stehen irgendwo herum. Oh, geil. In einem Kampf kannst du nur die Ausrüstung verwenden, die du gerade den Knöpfen zugewiesen hast. Ah, den Knöpfen kann man sicher mehrere Items haben, weil ich dachte gerade so nur auf Y, nur ein Item. Ein bisschen doof, wa? Gibt sicher noch mehr, so auf X und vielleicht L, R und so. Verbrauchst, danach hat man schon aufgefüllt, schön. Ja, das klingt doch gut. Aber noch nicht jetzt, wa? Nee, ich will jetzt ein bisschen Abenteuer erleben und so. Einstellungen, nö, nix. Dankeschön, das Telefon klingelt schon wieder. Hey, was ist eigentlich los? Das gibt's, ich hoffe, ihr hört's nicht. Ich geh zum Ostplatz, mal scheißegal hier. Der Part, was macht der Part? Bereits wieder vorbei. Was so? Holt, wow! Ist mir egal, wenn der Part vorbei ist. Ich mache weiter, yeah! Was ist denn das, ein Zirkuszelt? Totenköpfe natürlich sehr einladend, trotzdem gehen wir mal rein. Och nö. 4, 3. Jetzt kommt 2. Du bist 2 Sekunden zu früh, aber auch das ist Schicksal, Michael. Hä? Es war vorherbestimmt, dass du zu mir kommen würdest. Ja, natürlich. Ich bin Wahrsager und ich kann in deine Zukunft sehen. Wenn du einmal nicht weiter weißt, versuche mich. Die Kristallkugel verrät mir deine nächsten Schritte. Auch das ist natürlich Schicksal. Was, die Hinweisbrille? Was? Alter! Betrachte die Welt durch ihre Gläser, wenn du nicht weiterkommst. Das Teil sieht so beknackt aus. Das ist die Hinweisbrille. Ja, das sieht wirklich ein bisschen albern aus, aber gut. Wenn ich mehr weiter weiß, wenn du selber bist, betrachte die Welt durch die Hinweisbrille. Bitte sag mir, dass ich mehr Items ausrüsten kann. Bitte auf X und so. Ja, komm schon. Nee, was gibt es in der Höhle? Von mir aus. Wenn er drauf besteht. Mann, die sind ja daher, da gibt's sie nicht. Tschüss. So. Und jetzt? Ausrüsten. Was bist du denn für einer? Nicht der dort. Hallo, reden? Der Hilfsgeist in sein Buch vertieft. Spielmünzen, Hilfsgeister. Wenn du einen Nintendo 3DS mit dir herumträgst, bekommst du pro 100 Schritt eine Spielmünze. Am Tag kannst du höchstens 10 und insgesamt höchstens 300 Spielmünzen erhalten. Hey. Wenn du einen Hilfsgeist eine Spielmünze gibst, hilft dir Rätsel zu lösen. Oh, getreu dem Motto, was mich im Kopf hat, hat man halt in meinen. Hehe. Ja, war irgendwie klar. Was? Nö, hab gar keine. Ich will doch keine Hilfe. Dämliches Item, ey. Nee, wäre irgendwie schon cool, aber momentan, naja. Also nur für den Fall der Fälle, dass man nicht mehr weiterkommen sollte. Wäre es noch cool zu wissen. So. Komm schon, Link. Alter, gibt's ja nicht. Der kann ja gar nicht stemmen. Lalalala. Die Mucke ist einfach geil und animiert zum Mitsingen. Lalalala. Was denn jetzt? Was ist das gerade? Speedy Gonzales? Oh, Rahmen schon wieder. Wow! Kann doch raus. Kann doch aus dem Einig-Cap. Yeah. Gibt's noch etwas für uns? Puris, hallo. Der Tode-Typi. Jetzt auch nichts. Kann ich hier hoch? Scheint fast so, aber geht dann doch nicht. Schade. So, egal. Zum Ostpalast müssen Osfalla finden. Verbomben was. Okay, auch später. Nein, das sind ja böse Zoras. Ach nö, wieso gibt's die wieder? Mensch, das wären gute Zoras. Es waren irgendwie so, die bösen Zoras sind, glaube ich, die Fluss-Zoras, sondern die anderen sind die See-Zoras, die guten. Die noch ein bisschen anders ausspricht. Die bösen sind grün und die guten sind blau irgendwie oder türkisfarben. Oh. Hehehe. Wollen wir gleich wehtun. Wow, ein ganzes Herz weg, ich glaube auch. Das ist ein Arsch. Wir kommen jetzt hier dran vorbei. Mann, das ist doch fies. Ja. Herz. Hallo? Noch ein Herz mit Schmerz. Geht doch, dankeschön. Nochmal mit diesen Teilern. Hilfe. Moment mal hier.
Muss ich da durch von Ostpalast? Mal gucken, wa? Ich hab's gar nicht gesehen. Entschuldigung. Hä? Was denn hier? Was ist denn hier für ein Haus? Magie-Shop. Magie, Freunde, Magie, Magie. Wir brauchen Magie. So, wie das weitergehen hier wird, hier mit der Magie und mit der Suche nach Rosfalla, das sehen wir dann wieder im nächsten Part, hier bei A Link to the Past. Natürlich bei A Link Between Worlds. Ein Spiel, das sehr schockierend ist. Hilfe. Also dann, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Und dann hoffe ich doch, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Die Qualität. Oh, verdammt. Falsch hier. Kacke. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.